Das Konzept vun der Bëchchoul ass an sech, dat Kanner nämlichlecht léieren wie an enger normaler Spielchoul, just eben hai mat der Natur verbonnen, an ëmmer dobausen, an der frischer Luft, wat fir Kanner viel manner Stress bedeit. Sie sind net so ageengt, sie hu vielmi Freiraum, as sie können op egen Initiativ léieren an entdecken. Dodurch dats mir ëmmer dobause sinn, as och viel méi ze Summenhalt zwischen de Kanner, so dass sie léiere besser an enger Gruppe zu funktionieren, an eins zu gehen. Sie vielmi autonom an ihrer Entwicklung, weil sie sich selber müssen undoen, ausdoen, selber können sie dezidieren, ob es warm ist oder kalt, mit den Jahreszeiten. Sie erleben einfach alles das, was die anderen Kanner an der Schule op Pabaya gewiesen kriegen. Vielen sie erleben sie an der Bëchchoul. Was danach ist, dass sie alles, auch die Sachen wie Ziffern lehren, Formen lehren, die lehren wir auch am Bëch, die entdecken sie am Bëch. Und so, dass sie das mit Bewegung lehren, bleibt das doch viel besser am Kopf hängen. Und sie können die Sachen hier nur genauso gut wie all die anderen Kanner. Weil sie eben hai relativ viel dabei sehen, es gedacht, dass du davon effektiv viel hun, viel Bewegung, frisch Luft. Sie haben die richtige Kleidung, wenn sie gut Kleidung haben, können sie raus, sie können sich knaschtig machen, sie passen nicht auf, oh nee, ich darf mich schon nicht knaschtig machen. Sie gehen ein bisschen vielleicht manner piepisch. Naturverbundenheiten, sie lernen vielleicht auch ein bisschen mehr Respekt zur Natur. Wo Bobis hai an der Krieg war, an diese Orlo, wo bis an der Krieg war, dass sie auch ein bisschen mehr resistent gehen, dass sie nicht so oft krank gehen. An ihrem Spiel sind Kanner vielmi kreativ, weil sie keine feste Spielsachen haben. Das heißt, sie mussten sich dann am Bëch überlegen, war das hier ein Bengel, ist das gerade eine Prinzessin, ist das gerade ein Schwert. Dadurch schwätzen sie auch viel mehr mit denen, weil sie durch ihre Imagination viel mehr Spruch da müssen benutzen, was ja dann noch die Wolle immens fördert. Bewegung, sie sprangen, sie krabbeln, sie klettern, sie rollen, sie lernen noch Fallen an der Bëchchoul, wo sie nur grobmotorisch ganz viel Fortschritte gemacht haben, wenn sie rauskommen aus der Bëchspielchoul. Und wie gesagt, das einfach groß gehen am Respekt mit der Natur, also an sich die wichtigste Wolle, die Kanner bei uns lehren, an denen sie auch weit bringen, weil das ja aber das wichtig ist als Umwelt, die man muss protegieren, und sie lehren das eigentlich von kleinem